Kinder und Jugendliche sollen lernen, was das meint, ein Kind Gottes zu sein. Zum Beispiel, wo sie jährlich wissen kann, ein Diaper in Gottes Wort wissen kann, wo sie gute Entscheidungen merken kann. Müssen junge Menschen Entscheidungen merken? Alle Tag kriegst du es wie, nicht? Aber was die noch nicht haben, sind Erfahrungen, nicht? Und anfällt noch ein bisschen Weisheit manchmal. Aber die können von uns lernen. Und wir werden die halten, gute Entscheidungen zu merken. Die müssen lernen, wo sie in ihren Glauben, ausleben können, auch wenn sie in schwere Tiden geraten sind. Wo sie alle Tag Sieg über Versicherungen können haben. Wurden junge Menschen versorgt? Kriegst du Gottes wie, nicht? Vielleicht noch ein bisschen mehr, nicht? Gott weit. Ja, wie weiten, wo dort ans ging, als wie jünger wir nicht. Und die so tun weit, wenn heute junge Menschen ab sie kriegen können, wenn sie noch jung sind, dann habe ich die gewonnen, nicht? Aber wir werden für die beten, dass Gott ihnen helfen wird, siegreich über die Versicherungen zu sein. Die müssen lernen, wo sie standhaft in ihrem Glauben bleiben können, auch wenn sie vor Verfolgungen stehen. Und wo sie dort, was sie gelehrt haben, mit anderen mitteilen können. Gott will haben, dass wir die nächsten Generationen diese wichtigen Wahrheiten und auch Fähigkeiten beibringen sollen. Und wir sahen viele Werk, wo Moses ein Mentor für Josua war, so dass heute einem guten Lehrer über Gottes Volk werden kann. Hat Moses dort nicht getan? Wer weiß, wo Josua Luther wird gewesen sein. Jesus sagt, dann gut nun die Völker von der Welt im Merk an zu Lehrlinge. Wenn die Lehrlinge haben, dann meint dort, liebe Geschwister, dort wie Lehrer sind, dort wie Mentors sind. Und was meint dort, eine jährliche Mentor zu sein? Viele Sinn nach fangen wir an, 1. Thessalonik 1 zu betrachten, um ans Antwort zu finden. Und das Brief wird von dem zweitbesten neutestamentlichen Beispiel für einen Mentor geschrieben, der Apostel Paulus. Paulus wisst, was er meint, ein Mentor zu sein, und deswegen will wir von der Samarias lernen. Paulus hat seine Lehrlinge erstens was beigebracht. Er brach an Gottes Wort bei. Um die jüngeren Christen unterrichten zu können, liebe Geschwister, müssen wir ihr weiten, was Gottes Wort sagt. Ans wird ihr schon mal fertig gesagt, bleibe bei dem, was man gelernt hat, nicht? Aber so es mir ging, meine Eltern brachten mir nichts aus Gottes Wort bei. Wo soll einer dann bei dort bleiben, was einer gelehrt hat? Wenn wir unsere Kinder beibringen, was Gottes Wort sagt, dann können wir an sein, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Aber wenn wir Antwort nicht tun, in irgendein Spiel bringen, dann können wir dort auch nicht sein. Wir müssen Antwort beibringen. Wie Gottes Wort wird beibringen. Und manchmal wollen die jüngeren Christen schwere Frauen für uns haben. Und was sagen wir? Was soll einer dann tun, wenn sie schwere Frauen stellen tun? Was können wir tun? Hast du dich bloß was abmerken und mitdenken? No. That's right. Gib mir ein bisschen Zeit. Das ist eine gute Frage, was du hast. Gib mir ein bisschen Zeit, dann will ich ein bisschen nur sein und nur studieren zu sein, ob ich für die eine Antwort finden kann. Oder wir würden auch Zeit nehmen können, mit den jüngeren Christen, um Gottes Wort zu studieren. Wir würden dann erwiesen können, wo einer eine Antwort aus Gottes Wort kriegen kann. Nicht? Dass das nächste Mal, wenn sie selbst eine Frau haben, dass sie selbst Gottes Wort studieren können und ihre Antworten an Gottes Wort finden können. Das wird wir tun sagen. So, wir sollen unsere Lehrlinge beibringen, was Gottes Wort sagt. Zweitens, um ein geistlicher Mentor zu sein, müssen wir mehr als bloß Ungerechten. Wir müssen dort, wo wir Ungerechten auch ausleben. Unsere Lehrlinge werden ein Beispiel sein, von was es meint, Christ zu sein. Unsere Duden und unsere Worte wollen viel klarer und auch viel lauter zu anreden, als unsere Welt.
Und deswegen ist es auch so sehr wichtig, dass wir immer probieren, gute Beispiele zu sein. Dass wir würden sein können, das ist echt da. Und es steht bloß da, das echt die sei. Ist das leicht, ein gutes Beispiel immer zu sein, ein gutes Vorbild für die jüngeren Christen zu sein? No, das ist nicht immer leicht. Besonders wenn eine Kindertus hat und die kicken und die horchen immer. Die kicken immer, die beobachten immer. Wenn einer am fertig ist und die Vater den Samarias nicht so gut führen tun, dann hat einer abpassen, was einer sagt und das. Und du musst ich sagen, abpassen. Die beobachten, wo wir andere Menschen handeln tun. Wo anserviert sind. Was wir über andere sein tun. Das ist nicht einmal leicht, oder Beispiele zu sagen, über das, was sie sein wollen. Sie werden an uns sein, was mein Christus sein. So, wir wollen nun die letzten 3 Punkte sehen. Was meint dort ein geistlicher Mentor zu sein? Drittens, um ein Mentor zu sein, müssen wir für unsere Lehrlinge beten. Paulus sagt im 2. Vers, 1. Thessalonicher 1, Vers 2. Wir danken Gott immer für jünd alle und denken an jünd, wann wir beten. Und jetzt sei wir waren in Kapitel 3, 1. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 9 und 10. Er sagt, wo können wir Gott genug danken für all die Freude, die uns in unserem Dienst für arm gemerkt haben. Wir beten Tag und Nacht, dass wir jünd persönlich besiegen können und jünd an dort mithalten, was jünd noch im Glauben fehlt. Wir danken Gott Tag und Nacht. Wir beten Tag und Nacht für ihn. Paulus hat nicht bloß für die Thessalonicher gebetet, er fängt meist all seine Briefe an mit ähnlicher Bild. Zum Beispiel, er sagt zu den Epheser in Epheser 1, Vers 15 und 16, Epheser 1, Vers 15 und 16, von da aus ich von ihnen glauben und dem Herrn Jesus hier und von wo je alle Heilige Gott sind, hier nicht ab für ihn zu danken und für ihn zu beten. Und wenn wir wieder lesen, dann finden wir einige Dinge, wofür Paulus beten tut. Vers 17 und 19. Epheser 1, Vers 17 und 19. Dass der Gott von unserem Herrn Jesus Christus, der herrliche Vater, jüd macht den Geist von Weisheit und Ansicht schenken. Am Beten kennenzulernen. Mag er jüd die Ansicht geben, am Hort zu vernehmen, wo groß die Hoffnung ist, die er für jüd reit hat, und wo groß und herrlich dort aufgeht ist, dort alle Heilige in Christus gekriegt haben, und dort die begreifen kann, was für eine riesige Kraft Gott an uns wirken lässt, die wir unarm bleiben. So Paulus betet für die Epheser, dass sie in ihrem Glauben wurden gestärkt worden und nie Mut fühlen können. Und dort ist, geht uns nicht einmal rein, wo schwer das Leben ist oder wo gut das Leben geht. Aber hier hat Paulus direkt für die Epheser gebetet, dass Gott stärken wird am Glauben und auch, dass sie wurden nie Mut fühlen können. Uns fehlt nie Mut manchmal. Mir geht das gleich so. Und manchmal wird einer vielleicht denken, okay, wenn eine Predigt ist, dann wird alle Tag gut gehen, nicht? No, sogar Prediger, die haben schwere Dinge. Die haben Dinge, wo die nie Mut fühlen machen. Und deswegen sehe ich so sehr dankbar für all jene Gebete. Und aber hier sagt Paulus, dass wir auch für die jüngeren Christen beten sollen. Warum ist es so wichtig, dass wir für die jüngeren Christen beten tun? Unsere Gebete halten an. Glaubt ihr dort? Merkt dort was ut, wenn wir für die beten tun? Das tut. Und wenn einer dort vom Horten glauben tut, dann wollen wir für die beten. Die brücken unsere Gebete, sodass sie ihre Versicherungen überstehen können. Sodass sie in ihrem Glauben wachsen können, sodass sie ihren Glauben persönlich annehmen und anwenden können. Und wenn wir für andere beten, dann wollen wir auch durchhalten. Wir wollen dankbarer für die wir beten.
Das ist so leicht für, oder, dort wie uns über andere Menschen euren da. Aber für mich ist das, habe ich das auch persönlich erlebt, wenn ich mich über jemanden euren da, und ich kurz für die beten da. Das ist interessant, wo das halten wird. Dann gehen diese Gefeiler, die ich erst hat, kurz weg. Dann eure ich mich nicht mehr über die, dann lobe ich die, oder ich danke Gott für die. Und das hilft uns, wenn wir für die jüngeren Christen beten, dann wir wollen dankbarer für die. Paulus schreibt, wir danken Gott. Wir danken Gott immer für jünd, alle und denken an jünd, wenn wir beten dann. Ich nehme an, dass wir alle für unsere jungen Menschen beten dann. Aber dank wie Gott für an. Wo das in vielen Kirchen von der und nach geht, das sind nicht mal Jugendliche. Wir haben sogar in Kirchen in Kanada, wo sie keine Jugendliche mehr haben. Wir haben noch. So wir sagen für die beten und auch Gott für die danken, dass wir noch Jugendliche haben. Das sind unsere zukünftigen Generationen. Liebe Geschwister, gleich wie dort andere für uns beten tun. Ich glaube, wir würden alle sein können. Menschen beten für uns. Gleich wie dort andere für uns gebet haben, als wir jung im Glauben waren. Als wir uns kurz bekehrt wurden. Ja, die haben für uns gebet. Und kriegt so selber auch für die Jüngeren beten. Nun haben wir die Verantwortung für die nächste Generationen zu beten. Was meint dort eine jährliche Mentor zu sein? 4. Mentor sollen ihre Lehrlinge ermutigen, in ihrem Glauben zu wachsen. Wo tun wir das? Mit ermutigende Wort in Duten. Lass mich Vers 3 weiter lesen, 1. Thessalonicher 1. Vers 3. Paulus sagt, 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Wir denken ohne Abhören daran, wo je am Glauben wirken, wo besorgt und leichtfüßig je für den Nächsten sind, wo je so voll auf den Herrn Jesus Christus hupen. Seine Leser zu ermutigen, ruft Paulus an für die guten Dinge, die sie deuten. Und einige würden sagen, dass es nicht reich ist, Menschen zu loben, dass es nicht biblisch ist. Hier deut Paulus diese jüngeren Christen loben für das Gute, was sie deuten. Und ich glaube, das ist biblisch. Für das Gute, was sie deuten, right? Warum würde das nicht biblisch sein? Das ist gerade, was Jesus in Offenbarung deut, als er die 7 Kirchen von Asien anredet. Zu der Gemeinde in Ephesus sagt Jesus in Offenbarung 2, Verse 2 und 3, Offenbarung 2, Verse 2 und 3, Jesus sagt zu den Epheser, ich weiß deine Werken, deine Arbeit und deine Geduld, und dass du, die verledene Menschen, nicht verdrehen kannst. Du hast die ausgeprüft, die du vergeben Apostel zu sein, die dort über nichts sind, und hast ausgefangen, dass dort leer sind. Du hast geduldig ausgehalten und bist nicht müde geworden, meinen Namen sind halben zu arbeiten. So, das sagt Jesus selbst. So wie Jesus, der kriegt so. Er hat zuerst einmal die guten Dinge gelobt. Und dann, wann neidig, wird er noch die Dinge erwähnen, wo noch nicht so fern wären, wo noch halb fehlen deit. Wo noch fehlen deit zu wissen. In Vers 4 sagt Jesus, aber ich habe dich gegen dich, dass du von deinen ersten Leib aufgekommen bist. So erst fängt er mit den guten Dingen an, und dann fängt er über diese anderen Dinge zu reden. Paulus hat in seinem Brief kriegt so getan, besonders in seinem Brief an die Thessalonicher. Und als wir all lesen, hat er zuerst die guten Dinge gelobt, aber dann, wenn einer wieder lesen, der in Kapitel 4 und 5 erwähnt hat, die Dinge, die noch nicht so fern werden. Und ich glaube, wir würden alle durch was lernen können. Manchmal sei wir jüngere Christen Dinge tun, die sie nicht tun sollen. Okay? Das stimmt. Und wenn wir an in ihrem Glauben helfen wollen, dann müssen wir an manchmal auch Treuwiesen.
Wo da wir dort? Gehen wir einfach nicht an und zu kritisieren und ausgrünzen? Würden sie an sie wird verhebt annehmen dann? No, die würden sich ganz ausschalten, nicht schalten. Ihre Ohren ausmerken und nicht mehr tauchen. Die würden uns nicht mehr respektieren. Aber wenn wir unsere Dankbarkeit für anwiesen würden, und die für die Dinge loben, die sie gut tun, dann würden sie viel eher bereit sein, unseren Ruth und Tragweisung auch anzunehmen. So haben Jesus und Paulus dort getan, und wir können von diesen zwei lernen. Was meint dort ein jährlicher Mentor zu sein? 5. Es ist wichtig, dass Mentors ihre Lehrlinge beibringen, wo sie selbst Mentors für andere werden können. Lehrlinge müssen lernen, wo sie dort, was sie gelehrt haben, wieder verbreiten können. Und in dem, was wir in den Versen 7, was daneben losen, ist uns klar, dass das Paulus gesagt hat. 1. Thessalonicher 1, Verse 7, was 9. Sagt Paulus. So sind die ein Vorbild geworden für all die in Mazedonien und Achaia zum Glauben gekommen sind. Von Jünd aus dort wurden in Mazedonien und Achaia gekommen. Und dort haben sich hier auch alle wegen rundgerät, wo je an Gott glauben. Dort braucht wir auch keine mehr vertellen. Alle wegen seien sie uns, was für Gute dort getan haben, dort wie bei Jünd wären. Sie vertellen uns, wo je Jünd zu Gott bekehrt haben und jene Jahre verloren haben. Und wo je nu dem Worten und lebenden Gott dein. Hatten die Geschwister damals Facebook oder Instagram oder all diese anderen Dinge, wo das so einfach ist von der und nach zu sein, wo das Menschen geht? Die hatten diese Dinge damals nicht. Aber das sagt hier, dort haben sich alle wegen rundgerät, wo je an Gott glauben. Wenn unsere Lehrlinge Mentors waren, sei wie, wo der Missionsbefehl Jesu gedun wird. Jesus sagt, gut nüne die Feiche von der Welt und merkt an, die Lehrlinge, lehrt an alles zu tun, was ich ihnen befohlen habe. Da meint auch Mentors zu werden für andere. Und wir wissen, dass Paulus eine sehr enge Beziehung zu Timotheus hat. Paulus wird Timotheus sein Mentor. Aber dass wir Paulus' Wunsch für Timotheus, dass er ein Mentor für andere auch werden kann. Und deswegen schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 3, Verse 1 und 2. So, 3 Kapitel wieder, mit uns Text, 1. Thessalonicher 3, Verse 1 und 2. Als wir dort erst nicht länger uithouden können, beschloot wir, allein in der Tuin treten bleiben, in unserem Bruder Timotheus, der auch für Gott arbeitet, und das Evangelium von Christus predigt, nur jünd zu schicken. Er soll jünd im Glauben abbühen und Mut zusprechen. Paulus hat Timotheus an seine Stadt geschickt. An seine Stadt. Er sagt, ich kann hier nicht verloten, aber ich schicke ihn Timotheus. Der arbeitet auch für Jesus. Der hat unter mir gelehrt. Ich vertraue an. Ich vertraue am. Ich will am schicken. Der wird kriegt dort down, was ich am sei. Er wisst, dass Timotheus reit, wie dort, was er von ihm gelehrt hat, mit anderen zu teilen. Er wisst, dass Timotheus reit, wie ein Mentor für andere zu werden. Liebe Geschwister, wird uns nicht so schein gehen, wenn wir ein Tag würden sein können, wo unsere Kinder und unsere Großkinder und die anderen Kinder an der Kirche Mentors würden werden können für andere. Dass sie würden dort, was wir an beigebracht haben, auch andere Menschen beibringen. Das ist ein Ziel. Das ist, was Gott von uns war. Wo wir immer hier sind, wir wollen nicht immer hier sein. Wir wollen nicht immer hier sein. Wir machen uns Porto, um sicher zu merken, dass auch wenn wir nicht einfach hier wollen sein, dass die jüngere Generationen würden weiten können, wo sie dort tun können, was wir von der tun.
Wir haben viele von uns, wir spielen im Orchester oder an diese anderen Gruppen, wir singen die schönen Lieder am Chor, wir helfen an der Kirche, wir tun alles, was wir können, aber wir müssen die jüngere Generationen diese Dinge beibringen. Wir wollen hier nicht immer sein. Einer sagt zu mir, wenn du eine Abgabe an der Kirche nicht mehr tun wirst, oder dass du den Gefühl hast, dass du das nicht mehr tun sollst, dann merkst du sicher, dass du jemanden trainiert hast, so dort die dort übernehmen kann. Bloß zu sagen, ich will das nicht mehr tun und dann verluten, das ist nicht, was Gottes Wort anzeigt. Wir machen Anspruch tun und dann die jüngere Generationen dort wiesen, wo sie dort tun können, was wir von der für Gott tun. Das sind die jüngere Generationen an der Zukunft. Vielleicht sehe ich auch, aber manchmal fühle ich, als ob unsere Erwartungen von den jüngeren Generationen zu hoch sind. Wir erwarten, dass sie nicht bloß Gottes Wort völlig weiten sollen, aber auch vollkommene christliche Beispiele sind. Aber ehe wir eine ankicken, dann würden wir sie zuerst ans Salz betrachten. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 24, ein Jünger steht nicht über sein Meister und ein Knecht nicht über sein Herrn. Dort meint so viel, Lehrlinge wollen, dass ihre Mentors wollen. Wenn wir glauben, dass die jüngere Generation in Türkart kommt, werden wir ans Salz die folgende Frauen stellen. Habe ich meinen Part als jährlicher Mentor getan? Probe ich an, aus Gottes Wort was beizubringen. Sie ich selbst ein gutes Beispiel von was und mein Christ zu sein. Was sie von der sind, haben sie von uns aufgesehen. Hast du nicht so dort? Bet ich genug für dich? Do ich genug, dich zu ermutigen, in ihrem geistlichen Leben zu wachsen? Probe ich an zu helfen. Ja, dort fehlt manchmal, dass wir die Tragwiesen tun, aber wo do wir dort? Probe ich an zu helfen, Mentors für andere zu werden. Und wenn wir diese Dinge noch nicht tun, werden wir anfangen, die zu tun. Jüngere Generationen für den Tag ready zu machen, wo sie uns ersatten wollen. Hat Moses Josua nicht unter seinen Pflichten genommen, wird Josua niemals an der Lehre gewesen sein, so ein guter Lehrer zu werden über Gottes Volk. Und gleich so habe ich die Verantwortung, die jüngere Generationen unter unsere Pflichten zu nehmen, an diese Dinge beibringen, was es meint, Kind Gottes zu sein. Dort ist eine große Abgabe. Aber das, was Jesus uns gesagt hat, gut. Gut nü, sagt er. Gut nü. Ne, der fällt ja. Er merkt an die Lehrlinge. Und wo soll einer das anfangen? Tschüss. Bei unseren Kindern, bei unseren Großkindern. Eine Kirche. Die Kinder an der Kirche, die Jugendlichen an der Kirche. Und dann mit der Völker gehen und die auch beibringen, was er meint, eine Lehrling Christi zu sein. Amen.